Der Bär Philipp hat gemeint, ich glaube, wir sollten den Platz zum Wohnen finden. Die anderen haben umeinander geschaut. Das stimmt, aber wo könnte es etwas haben für uns? Wir finden sicher einen Unterschlupf. Kommt, gehen wir schauen. Und voller Hoffnung sind alle im Bär Philipp nachgezottelt, kreuz und quer. Und zuletzt sind sie in einen verwilderten Park gekommen. Dort hatte es lauter Kästenbäume und mitten im Park ein kleines Gartenhaus. Der Juan hat an die Tür geklopft. Alles ist ruhig geblieben. Juliette hat ihre Bärnase an die Scheibe gedrückt. Da hat es ja lauter Grümpel drin, also da wohnt sicher niemand. Gut, dann wohnen wir von jetzt an da, hat der Philipp gerufen. Er hat langsam die Türen aufgemacht und vorsichtig seine Bärenschnauze hineingestreckt und hat geschnuppert. Es hat ein bisschen geschmeckt wie hoch oben auf der Alp, wo man schon mal in der Ferien war. Nach altem Holz und frischem Heu hat es geschmeckt, aber auch nach Käse und Geissenmilch. «Hey Philipp, was machst du so lange? Wir wollen auch rein!» Seine Bärenfreunde haben ihn aus seinem schönen Alpentraum geholt. Ja, kommt rein!» Philipp hat jetzt die Türe speerangelweit aufgemacht. Überall Spinnennetz und Staub und vor allem viel Grümpel. Sofort haben die 6 Bären angefangen aufzuräumen. Der Juan hat die rostigen Gartenwerkzeuge in eine Ecke gestellt, der Tützün hat das Spinnennetz und den Staub weggeputzt, der Philipp hat beim Bach unten einen Kübel Wasser zum Fensterputzen geholt und Juliette hat mit einem Hammer einen grossen Nagel in die Wand geschlagen und einen alten Spiegel dran gehängt. Simona hat einen Besen gefunden und hat jetzt mit dem den ganzen Holzboden gewischt. Aber wo ist Katina? Vor dem Haus im Garten ist sie gesessen und hat mit einem Stecken und einem Nastuch ein Fähnchen gebastelt. «Das hänge ich nachher aufs Dach, so sehen alle, dass da im Haus jemand wohnt.» So sind die 6 Bären fleissig am Arbeiten, bis allen der Bauch geknurrt hat. «Ich gehe etwas zum Essen besorgen, wer kommt mit?» hat Philipp gefragt. Der Tützün hat sich bereit erklärt und sie haben sich auf den Weg gemacht. «Weisst», hat Philipp unterwegs zum Tützün gesagt, «am liebsten hätte ich jetzt gerade ein Stück Geissenkäse oder ein bisschen frische Schafmilch.» Ich war darum schon einmal auf einer Alp. Dort ist es im Fall so schön. «Auf einer Alp? Was ist das, eine Alp?» hat der Tützün wissen. «Das ist eine Wiese, besser gesagt eine Weide, hoch oben in den Bergen, mit feinem Gras und Kräutern und Bergblumen. Und auf den Alpen hat es meistens auch Hütten für den Sen, wo im Sommer zu den Geissen, Schafen und Kühen schaut. Und weisst du, was ganz Besonderes ist? Vor ihm ins Bett gehen, ruft der Bauer noch einen Alpsegen und von überall her hört man schöne Klänge.